der Überleben, Holocaust-Überlebenden, die Afghanen sind, vereinfachen natürlich. Und die polnische Forschung gibt es ab 90er Jahren auch, die wird auch kontrovers debattiert und uns entstehen mehrere Arbeiten und werden also wie gesagt ziemlich kontrovers diskutiert zum Teil. Und die Schwachstellen, natürlich will ich das nicht Details eingehen, welche da Debatten sind. Also es gibt verschiedene Lager, die sich quasi so ziemlich heftig diskutieren, obwohl teilweise man kann von einer Debatte auch nicht nehmen. Womit hängt das zusammen? Das erinnert mich ein bisschen, wenn ich sagen darf, an die Debatte über die Wehrmachtszerstörung. Da war natürlich damals auch wenig von der sachlichen Debatte damals. Es gab natürlich Ansätze, aber es war keine sachliche Debatte. Und in Polen entstehen so Bücher, Arbeiten, die ähnlich provozieren. Mit überzogenen oder fehlerhaften Quellen oder Thesen, die natürlich halt provozieren. Das Ziel haben offenkundig, ich weiß es nicht, aber offenkundig haben auch zum Teil zu provozieren und das funktioniert. Und diese Arbeiten werden jetzt nach und nach also in Polen werden auch wahrgenommen, aber das Thema ist da und diese Judenverfolgung insgesamt wird debattiert, aber die Perspektive ist anders, also nicht die Täterperspektive, sondern das Verhältnis zwischen Polen und Juden, wie sich die Polen verhalten haben gegenüber den Juden, also verfolgten Juden. Das ist eher die Debatte. Und interessanterweise, diese Debatten, ähnlich wie die westliche Forschung, kommen, also diese Arbeiten kommen praktisch ohne deutsche Quellen. Also sie werden aus dem Kontext herausgerissen und ähnlich, also wirklich das Ganze. Und wie ich das sehe, um das richtig einordnen zu können, was dort passiert, ist natürlich interessant, die wichtig ist, wie sich die einheimische Bevölkerung verhalten hat. Das ist sehr interessant, sehr wichtig. Aber das muss man das Gesamte, die deutsche Besatzungspolitik erstmal rekonstruiert werden. Und bei diesen Debatten wird das nicht getan. Weder in der deutschen Forschung